Hier kommt Lilli und erzählt euch was. Hier kommt Lilli und das macht viel Spaß. Hey, ihr Kinder, ob klein, ob groß. Hier kommt Lilli und es geht jetzt gleich los. Hallo ihr Lieben, das ist Lilli, eure Märli-Fee aus dem Märli-Studio. Heute habe ich euch eine besondere neue Geschichte mitgebracht. Und zwar geht es um ein Einhorn. Die Geschichte heisst Prinzessin Naila und das Einhorn. Aber ich will ein Einhorn zu meinem Geburtstag. Ein Einhorn und nichts anderes. Die Prinzessin Naila, ihre Augen haben zornig gefunkelt, während sie mit dem rechten Fuß auf den Boden gestampft ist, um ihrem Wunsch auch so richtig Nachdruck zu verleihen. Es ist das erste Mal, dass ein Wunsch von der Prinzessin Naila nicht so in Erfüllung zu gehen scheint, wie sie es will und wie sie sich gewöhnt ist. Ihr Vater, der König Sebastian, war ratlos. Als Herrscher von einem grossen Königreich ist auch er sich gewohnt, dass all seine Befehle zu seiner absoluten Zufriedenheit ausgeführt werden. Das Mal wollte es aber einfach nicht richtig klappen. Er hat seine besten Männer ausgesandt, um im ganzen Königreich ein Einhorn zu suchen und es für den Geburtstag von seiner Tochter einzufangen. Monatelang sind seine Männer unterwegs gewesen, haben jeden Winkel, jede Höhle vom ganzen Königreich abgesucht, sind aber schlussendlich mit leeren Händen wieder zurückgekommen. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis zum Geburtstag der Prinzessin Naila. Und die Möglichkeit, seiner Tochter ein Einhorn mit einer grossen rosrotfarbigen Schleife um den Hals zu schenken, schwindet dahin. Eben hat der König Sebastian Prinzessin Naila nach ihren sonstigen Geburtstagswünschen gefragt. Was aber damit geändert hat, dass Prinzessin Naila ihrem Wunsch nach einem Einhorn deutlich und unmissverständlich Nachdruck verliehen hat, bevor sie wütend in ihr Zimmer gestürmt ist und die Zimmertür laut knallend sich geschlossen hat. König Sebastian hat seine Frau, Königin Eleanor, ratlos angeschaut und gesagt: «Was jetzt? Sollen wir etwa ein weisses Ross kaufen und als Einhorn verkleiden?» «Lass nur», meint Königin Eleanor. «Wir haben genug Ross im Stall und sogar ihres eigenen hat die kleine Prinzessin bis jetzt nicht besonders interessiert. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Prinzessin Naila lernt, dass nicht immer alles so funktioniert, wie sie es gerne hätte. Ich gehe mit ihr reden.» Königin Eleanor ist aufgestanden und zum Zimmer der Prinzessin Naila gegangen. Sie hat die Türen aufgemacht und gefragt: «Darf ich reinkommen?» Prinzessin Naila ist schmollend auf dem Bett gelegen. Ihre Mutter hat sich zu ihr gesetzt und sie liebevoll angeschaut. «Wenn ich zu meinem Geburtstag kein Einhorn bekomme, will ich überhaupt keinen Geburtstag haben.» Eine Träne ist der Prinzessin Naila über die Wangen gekullert. Ihre Mutter hat sie in den Arm genommen. «Weisst du, Liebling, Einhörner sind wunderbare, magische freie Wesen, die weder gekauft noch eingefangen werden können. Sie gehören einzig und allein sich selber. Und sie entscheiden ganz allein, wem sie ihre Freundschaft möchten schenken.» «Aber wenn ich es doch so sehr gern will», hat Prinzessin Naila schnieft gesagt. «Aber das ändert nichts daran. Freundschaft kann nicht erzwungen werden. Sie ist ein Geschenk. Und wenn man sie bekommt, dann darf man sie hüten wie einen wertvollen Schatz.» Königin Eleanor hat der Prinzessin Naila über ihr goldblonde Haar gestrichen, schaut aus dem Fenster und zeigt auf ein wunderschönes weisses Ross, das auf der Koppel steht und ein bisschen traurig mit sehnsüchtigem Blick Richtung Schloss schaut. «Erinnerst du dich an deinen letzten Geburtstag? Du hast unbedingt ein weisses Ross wollen. Und dann hast du Angel von uns geschenkt bekommen. Denkst du nicht, dass die Angel sich auch nichts mehr wünscht als deine Freundschaft,
dass du dich um sie kümmerst und sie lieb hast. Prinzessin Naila hat aus dem Fenster geschaut. Und plötzlich hat es ihr so fest leid getan, dass sie sich bis jetzt noch überhaupt nie um ihr eigenes Ross gekümmert hat. Gerade jetzt im Moment hat sie sich richtig gut vorstellen, wie es für die Angel ist, sich etwas von ganzem Herzen zu wünschen und es nicht überzukommen. Aber sie, Prinzessin Naila, kann es jetzt ändern. Sie hat ihre Mutter umarmt und ist rausgerannt Richtung Koppel. Die Königin Eleanor hat ihre Tochter lächelnd und wohlwissend nachgeschaut. Die Angel war überglücklich, als Prinzessin Naila angefangen hat, sich um sie zu kümmern. Jeden Tag sind sie ausgeritten miteinander und hatten viel Spass miteinander. Prinzessin Naila hat es kaum glauben, wie schön es ist, sich um jemanden zu kümmern. Bis anhin hat sie sich ja eigentlich nur um sich selber gekümmert. Die ganze Aufmerksamkeit und Liebe, die sie jetzt der Angel schenkt, ist doppelt zurückgekommen zu ihr. Und das ist so ein schönes Gefühl. Der König Sebastian war noch ein bisschen skeptisch über die neue Begeisterung von seiner Tochter. Hat er doch bis jetzt oft genug miterlebt, wie sich solche Begeisterungen nach kurzer Zeit wieder in Luft aufgelöst haben oder von einer neuen Begeisterung abgelöst worden sind. Doch der Prinzessin Naila, ihre Begeisterung und Liebe zu der Angel ist bestehen geblieben. Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht und ihre Freundschaft ist gewachsen und immer stärker geworden. Dann, kurz vor dem Geburtstag der Prinzessin Naila, ist die Angel sehr krank geworden. Sie hat höchstes Fieber bekommen und selbst der Tierarzt war ratlos, an was das hätte liegen können. Prinzessin Naila war verzweifelt. Der Angel darf nichts passieren, hat sie zu ihren Eltern gesagt. Wir haben uns doch erst gerade gefunden. Sie darf mich jetzt nicht verlassen. Wir machen alles, was in unserer Macht steht, um der Angel zu helfen. Sie wird ganz bestimmt wieder gesund, haben ihre Eltern tröstend gesagt und Prinzessin Naila fest in den Arm genommen. Prinzessin Naila hat jede freie Minute im Stall bei der Angel verbracht. Sogar in der Nacht hat sich Prinzessin Naila an ihr krankes Pferd gekuschelt, ihm Geschichten erzählt, ihm Wasser zum Trinken gegeben und sich liebevoll und aufopfernd um ihre geliebte Angel gekümmert. Dann ist der Prinzessin Naila ihren Geburtstag gekommen. Der Wunsch nach einem Einhorn ist schon längst in Vergessenheit geraten. Auch ihre Geschenke, die schön auftürmt auf dem Gabentisch gelegen sind, hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie hat das Jahr nicht einmal einen Geburtstagsball wollen. Sie hat nur einen ganz grossen Wunsch gehabt. Die Angel soll schnell wieder ganz gesund werden. Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Dank der Prinzessin Nailas, ihrer liebevollen Pflege, hat sich die Angel von Tag zu Tag erholt und ist bald wieder ganz gesund geworden. Prinzessin Naila war überglücklich und der König und die Königin sind sehr stolz auf ihre Tochter. An einem Abend, wo Prinzessin Naila wie jeden Abend in den Stall gegangen ist, um der Angel eine gute Nacht zu wünschen, hat sie ihren Augen kaum trauen. Schon von weitem hat sie aus dem Stall von der Angel ein Glitzern und ein Funkeln gesehen sprühen. Wo sie die Box erreicht hat, hat sie ihr gerade die Sprache verschlagen. Da, wo normalerweise die Angel gestanden ist jetzt plötzlich ein wunderschönes, hellrosarotes Einhorn gestanden, mit einem glitzerigen Horn und wunderschönen Flügeln. Wo ist meine Angel? Hat Prinzessin Naila verdottert gesagt. Schau genau an, hat das Einhorn gesagt. Ich bin's, die Angel. Prinzessin Naila hat dem Einhorn tief in die Augen geschaut. Tatsächlich, sie erkennt die Angel. Was ist passiert und wieso kannst du reden? Hat sie immer noch sehr verwundert gefragt und sich ins Stroh gesetzt. Es ist an der Zeit, dass ich dir meine wahre Gestalt offenbare. Und in der kann ich auch mit dir reden, hat die Angel sanft erwidert. Vor langer Zeit habe ich den Auftrag bekommen,
einer kleinen, verwöhnten Prinzessin zu helfen, ihren guten Kern zu finden. Ich habe dich ausgelesen und so bin ich zu dir gekommen. Im ersten Jahr bin ich sehr traurig. Ich hatte keine Möglichkeit, dich anzukommen, da du überhaupt kein Interesse an mir gezeigt hast. Aber ich wollte nicht aufgeben, denn ich wusste, irgendwann werde ich dein gute Herz erreichen. So ist es dann auch gekommen. Mein Fieber war dann eine Prüfung. Es war wichtig, um zu sehen, ob du auch in schwierigen Zeiten noch für mich da bist. Und du bist es in so einer liebevollen Art und Weise, dass ich richtig stolz bin auf dich, Prinzessin Naila. Die Prinzessin hat ihre Arme um den Hals der Angel geschlungen und unter Tränen in den Augen gesagt: «Oh Angel, danke, dass du mich nicht aufgegeben hast und dass du an mich geglaubt hast.» Da ist ihr plötzlich bewusst worden, dass die Angel gesagt hat, sie hätte eine Aufgabe zu erfüllen gehabt. Und das ist ja jetzt passiert. Heisst das etwa, die Angel wird sie jetzt verlassen? Prinzessin Naila schaut Angel ängstlich angeschaut. Als könnte die Angel Gedanken lesen, hat sie gesagt: «Nein, nein, meine Freundin, ich werde dich nicht verlassen. Unsere Freundschaft ist jetzt so stark und so schön. Ich möchte bei dir bleiben und wir werden zusammen viel Gutes noch machen können.» Prinzessin Naila ist überglücklich. So ist ihr Wunsch nach einem eigenen Einhorn doch noch in Erfüllung gegangen. Und das, obwohl es ihr überhaupt nicht mehr wichtig war. Sie hat den Angel geliebt, ob als Pferd oder als Einhorn. Und sie freut sich schon sehr auf all die gemeinsamen Abenteuer mit den Angel. So, meine Lieben, ich hoffe, die Geschichte von der Prinzessin Naila und ihrem wunderschönen Einhorn hat euch gefallen. Wenn es so ist, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Es hat noch mehr schöne Geschichten auf dem Kanal. Schaut und hört doch einfach einmal rein. Ich würde mich sehr freuen. Und ich freue mich, euch bald wieder neue schöne Geschichten zu bringen. Aus dem Feenland. Bis dann sage ich Tschüss, eure Lili.